Ja, plötzlich ist es schon 2:30 Nacht. Ich konnte nicht schlafen, ich hatte zu viele Gedanken. Ich habe mir gedacht, wieso teile ich das nicht einfach? Ich teile das nicht, um irgendwie Mitleid zu bekommen oder zum zu hören, ja, es kommt alles gut. Ich teile es viel mehr, weil ich weiss, dass es anderen helfen kann, dass es anderen hilft, meine Emotionen zu hören, zu verstehen und dass sie sich vielleicht selber in dem finden können oder weiterentwickeln. Ich bin eigentlich heute hier, um die Realität zu erzählen. Mein Leben ist nicht gleich wie deins, meine Gedanken sind nicht gleich wie deine, meine Ziele sind nicht gleich wie deine. Und so unterscheidet sich das ja von Mensch zu Mensch. Und in letzter Zeit mache ich mir richtig viele Gedanken, was will ich im Leben, was macht mich glücklich, was macht mich nicht glücklich. Und ich merke, dass so der grösste Aspekt von dem Ganzen einfach Zeit ist. Wie investiere ich meine Zeit? In wer investiere ich meine Zeit? In was investiere ich meine Zeit? Und all die Zeit, die ich investiere ich das in Sachen, die mich glücklich machen oder nicht? Und ich merke, dass es immer wieder Sachen gibt, wo ich merke, da habe ich meine Zeit falsch investiert. Und wieso ist mir das jetzt so wichtig? Zeit ist meine wertvollste Ressource. Jeden Tag denke ich, boah, wieso ist der Tag schon vorbei? Ich hasse es, zu schlafen. Der Tag ist einfach zu kurz, weil ich zu viele Sachen machen will. Zeit ist die einzige Ressource, die du nie mehr zurückbekommst. Wenn du die einmal genutzt hast, ist sie weg. Das heisst, ich probiere mir immer bewusst einzuteilen, was mache ich wenn und in was investiere ich Zeit. Und es gibt, wenn man sich aufschreibt, so viele Sachen, wo man Zeit verschwendet. Verschwendet an Leute, an die falschen Leute, wo man verschwendet an die falschen Sachen, zum Beispiel Handy, TikTok, Social Media, konsumieren. Ich bin gerade am Teilen. Man verschwendet Zeit in sich selber. Man tut teils Zeit investieren in Sachen, die einem gar nicht weiterbringen. Und ja, ich finde es mega schwierig, einen Weg zu finden, dass ich möglichst wenig Zeit verschwende. Manchmal schaue ich mich selber an im Spiegel und denke mir echt so, du hast noch gar nichts erreicht. All die Ziele, die du dir gesetzt hast, du hast noch nichts von dem erreicht. Und ich vergleiche mich viel, nicht mit anderen, sondern mit der Person oder mit dem Ich, wo ich irgendwann sein will. Das ist für mich eine ganz klare Vision. Und das macht mich eigentlich nur stärker in diesem Sinn. Und eben, manchmal denke ich mir so, boah, momentan bist du noch so ein Loser. Wenn man sich so vergleicht mit irgendjemandem anderem oder eben mit sich selber, so wie ich das mache, dann kann das durchaus mal sein, dass man an sich selber zweifelt. Und du schaust manchmal in den Spiegel und denkst dir einfach so, du bist echt nichts, du bist ein Niemand. Und es kann mir jetzt jeder sagen, dass das nicht so ist. Aber ihr kennt mich nicht, ihr wisst nicht, was in meinem Kopf abgeht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer ihr seid. Und es gibt eigentlich nur 2 Leute auf dieser Welt, die mich wirklich kennen. Und die verstehen, was ich denke, die verstehen, wo ich her will, was meine Ziele sind und was ich für ein Mensch sein will und wo ich daran arbeite, was meine Prinzipien sind. Und das Ganze und die ganzen Vorstellungen, die ich dann habe, bringen mich eigentlich so dazu, dass ich mich selber motiviere, dass ich unbedingt an mir arbeite, jeden Tag wirklich aufstehe und denke, boah, ich muss besser werden, ich muss das machen, ich habe diese Idee, ich habe diese Idee. Das Problem ist echt manchmal, dass ich zu viel auf einmal will. Dass ich so viele Sachen gleichzeitig am Laufen habe, so viele Ideen, so viele Projekte, vor allem so viele Leute, die ich helfen will. Dass so etwas, was in meinem Kopf festgedingselt ist, in allem, was ich machen will, wo die anderen mitreißen, wo die anderen Leute mitnehmen, wo die, keine Ahnung, falls ich mal irgendwie erfolgreich werde, nicht mit Social Media, gell, dass ihr das versteht, mit irgendetwas anderem, grösserem, dann, wo die anderen in dem mitreißen können, andere mit dem können glücklich machen, andere mit dem können positiv beeinflussen. Und wenn man so viele Sachen gleichzeitig am Laufen hat, explodiert echt manchmal der Kopf und dann kann man eben nicht pennen. Genau in dieser Situation bin ich jetzt. Und dann ist es extrem schwierig, eben, dann kommen wir wieder zurück zur Zeit, zu entscheiden, auf was ich mich jetzt fokussieren, auf was setze ich jetzt meine Prioritäten. Und mir ist durchaus bewusst worden, dass es, oder mir hat es mega geholfen, mir einfach aufzuschreiben, was nervt mich. Was nervt mich im Alltag, wer nervt mich im Alltag, wo habe ich Mühe, wo verschwende ich meine Zeit, diese Sachen aufschreiben und das probiere einfach eliminieren. Und dann mit der Zeit, die du wünschst, wieder an deinen Zielen arbeiten und vor allem höhere Ziele setzen. Und wenn dann der Kopf
so voll ist mit all diesen Gedanken, dann kommt bei mir meistens die Angst, dass ich es nicht werde schaffen. Ich bin vollkommen überzeugt von mir selber, aber es gibt so Momente, wo ich mir denke, ja, bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich die richtige Kurve, habe ich die richtige Seite gewählt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Eigentlich ganz einfach gesagt. Und das kann durchaus beängstigend sein, wenn ich ehrlich bin. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich die Ängste eigentlich direkt packe und probiere auseinanderzureißen. Dass ich einen Weg finde, dass ich die Ängste angehe, also die Unsicherheiten. Dass ich mich denen bewusst bin zuerst mal natürlich. Und dass ich einen Weg finde, dass ich die aus dem Weg räume und das dann wieder in Positives umwandeln kann. Und keine Ahnung, ich sehe in letzter Zeit so viele Leute, die ihr Leben nicht ködern in dem Sinn. Ich meine, jeder lebt ja und ich glaube 90% von uns behauptet, dass sie glücklich sind. Aber ich strebe so nach dieser absoluten Glücklichkeit. Ich kann es mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Ich kann euch noch nicht genau sagen, was mich glücklich macht, weil das ist natürlich etwas, was ich für mich behalten will. Aber ich weiß nicht, ich sehe Leute, die einfach gegen ihre Glücklichkeit wirken, aktiv. Vielleicht nicht einmal ganz bewusst, aber teils sogar bewusst. Und ich denke mir einfach nur so, was machst du? Und dort habe ich extrem Mühe, einfach zuzuschauen, Mann. So, am liebsten würde ich mit jedem reden und probieren, so das Mindset, die Mentalität, die ich mir jetzt selber beigebracht habe in den letzten Jahren, zu teilen. Ich sage nicht, dass sie perfekt ist, noch lange nicht. Ich meine, das ist eben so eine Sache, die Leute denken oft, wenn sie meine Storys sehen oder was auch immer, das klingt jetzt richtig so, boah, ich weiß nicht, wie viele Follower, stimmt nicht. Aber ich meine, ich bekomme ja auch Reaktionen und Leute denken sich immer so, das Leben für mich sei perfekt, alles läuft super. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Ich meine, es gibt auch ganz viele Aspekte, die nicht super laufen, wo ich mir Sorgen mache. Eben wie jetzt in dieser Situation. Und ich finde das eigentlich auch wichtig zum Teilen und ich habe vor, dort viel mitzuteilen. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die ich noch verbessern an mir. Es gibt zum Beispiel auch Suchtprobleme und so. Das kommt dann sicher auch noch mal ein Video nächste Woche oder so dazu. Und keine Ahnung, keine Ahnung, für mich ist es so klar, dass ich an diesen Sachen arbeiten will, aktiv. Und bei anderen habe ich eben das Gefühl, weniger, oder denke ich mir so, dass es sie gar nicht juckt, dass sie einfach quasi ins Selbstmitleid verfallen, dass sie sich denken, ja, hey, ich bin in dieser Situation wegen dem und dem, ich kann nichts dafür, anstatt dass sie einen Weg aus dieser Situation herausfinden. Und das ist eigentlich, was ich ständig probiere zu machen, wodurch ich eigentlich auch das Gefühl habe, dass ich vom einen Positiven zum anderen kann hoppen kann, ohne viel Negatives dazwischen haben. Aber eben, es gibt immer wieder Momente, die einem aus der Ruhe bringen, die schwierig sind. Es ist eben auch nicht möglich, glücklich zu sein, indem man allein alles durchzieht. Man braucht andere Leute. Und dann ist echt die Frage, wer nimmt man mit auf dieser Reise, wer nicht, wer steigt im Boot ein, wer steigt aus. Ja, das klingt jetzt alles so komplett klar. Ich weiß auch nicht so negativ, aber das ist es gar nicht. Ich bin einfach voll in meinen Gedanken und mir überlegen, wie ich das Beste aus meinem Leben raushole. Wie schaffe ich es, dass ich morgen glücklich bin und übermorgen noch mal ein Stück glücklicher bin und gleichzeitig vielleicht schaffe, ja, erfolgreich zu sein mit dem, was ich mache und andere mitzunehmen in dem, inspirieren und weiss auch nicht was. Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Vielleicht wird es irgendwann klarer. Auch habe ich vor, wenn ich die richtige Reichweite habe, nicht auf Social Media oder was auch immer, sondern wenn ich das Gefühl habe, es ist der richtige Zeitpunkt, werde ich sicher noch viel mehr teilen zu was ich erlebt habe oder was alles schon passiert ist, zum anderen helfen. Und ich hoffe, dass all die Projekte, die ich in meinem Gring habe, dass ich die umsetzen kann. Und vielleicht ist es auch eben, dass ich das Video jetzt mache, ist wie für mich so ein Zeichen, hey, du musst reinschwitzen, Mann. Du musst an deinen Zielen arbeiten, du musst die setzen und dann wirst du es erreichen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich alles wird erreichen. Aber eben, es gibt viele so kurze Momente, wie eben heute Nacht, wo ich mir so viele Gedanken mache, was braucht es, damit ich an diesen Punkt werde gelangen. Und
weiß nicht, es ist nicht mein Ziel, ich irgendwie hier voll zu labern und zu sagen, dass das und das ist super, das ist nicht gut, bla bla bla, mach das und das, dein Leben musst nach dieser Anleitung leben. Gar nicht. Ich probiere echt das kleine Stückchen Positivität auf eurem Social Media zu sein. Das kleine Stückchen Positivität in eurem Alltag zu sein, ja, wo vielleicht am einen oder anderen auch nur ein bisschen hilft. Und ja, wenn nicht, dann ist es nicht so. Aber dann weiss ich, dass es mir hilft. Weil ja, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich auch für mich zum Gedanken verarbeiten. Ja, bei dem eigentlich das. Es werden sicher noch und Thomas Video kommen bezüglich was alles abgeht. Auch noch vielleicht ein bisschen detaillierter, nicht so oberflächlich, ohne dass ich eigentlich viel sage. Ich habe jetzt lange geredet, ohne viel zu sagen. Aber ja, ich hoffe, ihr habt Freude gehabt. Man sieht sich. Peace out.